Schwester Erika ist Diakonisse, eine Art evangelischer Ordensschwester. Und Tierfreundin. Ich hätte am liebsten geheiratet und hätte viele Kinder gehabt. So ist es. Aber es sollte anders werden, es war gut so. War schon richtig. Diakonissen gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die meisten von ihnen haben ihr Leben der Pflege gewidmet, haben sich um alte Menschen, Kranke und Sterbende gekümmert. Und ich finde immer, das Schönste war, wenn ein Sterbender gestrahlt hat, wenn ich gekommen bin. Schwester Erika ist längst in Rente. Heute kümmert sie sich nur noch um ihr Schaf Lisa. Die meisten Diakonissen im mittelfränkischen Puschendorf sind mittlerweile im Ruhestand. Die Idee der Gemeinschaft? Den Besitz teilen, für andere und füreinander da sein und gemeinsam den Glauben leben. Dazu gibt es feste Gebetszeiten, an denen die Schwestern, aber auch Gäste teilnehmen. Suche Frieden und jage ihm nach. In der Mitte des Tages sind wir zusammengekommen, um Gott zu loben. Seit Ende der 40er Jahre leben die Schwestern hier in Puschendorf. Früher waren es um die 90, heute sind es noch 40. Wie den meisten Orden und Gemeinschaften fehlt ihnen der Nachwuchs, um Gästehaus und Altenheim zu versorgen. Dennoch machen sie weiter. Wir haben den Eindruck, dass wir von Gott hier vieles anvertraut bekommen haben. Menschen, großes Gelände. Und dass wir sagen, nur weil wir älter und weniger werden, soll das nicht aufgegeben werden. Deshalb gehen sie neue Wege. Im Gästehaus, in den Tagungsräumen und der Veranstaltungshalle arbeiten junge Leute mit, die hier ihr freiwilliges soziales Jahr machen. Der Slogan von Crossing: ein Jahr für Gott, für dich, für andere. Und dann die alleinstehenden Frauen, die nicht die Tracht einer Diakonisse tragen, aber in einer Gemeinschaft leben wollen. Wie Schwester Iris. Sie findet Sinn in diesem verbindlichen Leben, will aber wirtschaftlich unabhängig bleiben. Da muss was gehen. Danke. Wir machen das vielleicht zum ersten Mal jetzt gerade, ne? Also für mich war die Suche natürlich nach einer Lebensform, die nicht primär in Familie ausgerichtet ist, aber die nicht unverbindlich ist, die auch Wurzeln hat. Und da halte ich es für ganz wichtig, dass man sowas wie eine Andockstelle hat, dass man weiß, wo man hingehört und auch auf welche Personen man sich verlassen kann. Gemeinsam leben, auch im Alter. Nachmittags treffen sich die älteren Schwestern. So, Anne kommt gleich, ja? Betreut werden sie von Schwester Anne. Sie ist erst mit Ende 60 nach Puschendorf gekommen, lebt auf dem Gelände in einer Wohngemeinschaft und hat hier ihren Platz gefunden. In ihrem früheren Leben war sie Ehefrau, hat bei ihrem Mann in der Firma mitgearbeitet und 2 Kinder großgezogen. Jetzt ist sie geschieden. Ihre Kinder sind längst erwachsen. Meine Lebenssituation hat sich halt total verändert. Und ich habe mich dann einfach irgendwann rundum hier richtig wohlgefühlt. Ne? Und es war auch noch ausschlaggebend, dass ich eben im Alter weiß, auch wenn ich jetzt hier nicht mehr dienen kann, dass ich dann dennoch hier bleiben kann und auch versorgt werde. Mein Vater war ein Wandersmann, da hast du doch schon, schau. Ja? Mein Vater war ein Wandersmann. Puschendorf ist ein Ort zum Bleiben, zum Wohlfühlen. Nicht mehr nur für die Diakonissen, sondern für viele, die ein verbindliches Leben in Gemeinschaft suchen. Und natürlich für die Gäste. Jedenfalls kommt ein Mann aus dem Dorf und der sagt, wenn er einen Ärger hat, dann kommt er hierher und hier ist alles wieder gut. Es ist faszinierend. Einfach die Ruhe, die hier herrscht und die ganze Umgebung, auch die ganze Anlage. Er sagt dann, fällt alles von ihm ab.